Guten Morgen miteinander. Von meiner Seite, schön, dass wir nochmal in den Gottesdienst singen. Hat Spass gemacht, gell? Yes! Also es ist auch gut gewesen, wir können durch verschiedene Formen, auch Körpersprache Gott anbeten, loben, aber es ist auch schön, dass wir mit unserem Wort endlich singen. Und es ist so schön, eure Stimme zu hören. Wow. Hoffentlich, wenn du daheim bist, hast du auch mitsingen, mit Lobpreis machen. Wenn nicht, nach dem Predigt gibt es nochmal ein Lobpreisstück und dann lade ich dich herzlich ein. Hey, lass uns auch wirklich miteinander Gott mit unserer Stimme anbeten. Unser Thema, wir sind in der Predigtserie Königreich Gottes. Gottes Königreich und der König. Und ich mache mit dem Thema weiter, der heißt Kingdom Community, das Königreichsgemeinschaft. Das ist mein Lieblingsthema, weil ich liebe über Königreich Gottes predigen. Weißt du wieso? Weil das ist auch ein Lieblingsthema von Jesus gewesen. Habt ihr es gewusst? Er hat nicht anders predigt, ausser über Gottes Königreich. Und zwar im Lukas Kapitel 4, Vers 43 sagt er, ich muss die frohe Botschaft vom Reich Gottes auch in den anderen Städten verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Also Jesus sagt, ich bin da auf die Erde, ich bin auf die Erde gekommen, Gott hat mich geschickt, um was zu machen? Menschen heilen, Wunder tun, sterben. Nein, Jesus hat nur ein Ziel. Und sein Ziel war, Gottes Königreich verkündigen. Das modellieren und das aufbauen auf die Erde. Habt ihr das gewusst? Jesus ist gekommen, um Gottes Königreich verkündigen. Er kommt. Und dann, das macht er. Er kommt auf die Erde. Das allererste Predigt, das allererste Wort, nachdem dass er getauft wurde, er ist in der Wüste gegangen, er wurde, tempted? Versucht in der Wüste, kommt er zurück und das erste Wort, was er sagt, kehret um, Gottes Reich ist nah. Das erste, was er sagt, ist, ich will Gottes Königreich predigen. Jetzt ist die Frage für mich, weil, ich meine, es ist awesome, dass Jesus Gottes Königreich predigen und das verkündigen. Aber das ist nicht etwas Neues gewesen. Freut euch auf dieses Thema. Oder vielleicht denkst du, das Thema, Gottes Königreich, Reich Gottes, habe ich 1000-mal gehört. Ich meine, mindestens, ich habe das so oft gebetet, dein Reich komme, deine Wille geschehen. Das ist nicht ein neues Thema. Ihr Pastoren habt ja nicht euch ein bisschen schlau machen und ein neues Thema, ein cooles Thema auswählen, wo halt ein bisschen mehr unser Leben anspricht. Gottes Königreich. Wie oft muss ich das nochmal hören? Was gibt Neues in dem? Das haben wir alles gehört. Oder? Bin ich der Einzige, der so denkt? Mindestens einer sagt, nein, das denkt mir auch. Ja. So Gottes Königreich. Ich meine, in der Bibel sind so viele coole Sachen. Ehrlich gesagt, wir sind nicht der Einzige. Alle Juden haben das so gedacht. Weil die haben von der Gottes Königreich gehört. Jeder Prophet, jeder König, jeder Richter in dem Alten Testament hat darüber geredet, Gott ist der König. Er baut sein Reich. Wir sind ein Teil von dem Reich Gottes. Wir gehören zu dem. Jeder. Nicht nur das. Jeder Jude hat vollkommen geglaubt, dass Gott regiert. Er ist der Herr über Himmel und die Erde. Er ist ihr einziger König. Jeder Jude hat das geglaubt. Nicht nur das. Nicht mehr als 200 Jahre vor dem Jesus haben die Griechen und die Römer versucht, über Israel herrschen. Und die Juden haben das nicht akzeptiert. Hunderte von Juden, Tausende von Juden sind gestorben, weil die haben nicht Cäsar oder Alexander oder andere Könige als ihre König nehmen.
Tausende von den Juden sind in dem Stadion gestanden und gesagt, unser König ist Gott, wir werden vor ihm sterben und wurden verbrannt. Das ist nur ein paar hundert Jahre vor dem Jesus. Aber 100 Jahre vor dem Jesus. Das zeigt uns, jeder Jude glaubt, jeder Jude hat das verstanden, jeder Jude hat das erwartet. So, wenn Jesus jetzt auf die Erde kommt und er sagt, meine einzige Dienst, meine einzige Message ist Gottes Königreich. Als ein Jude hat dich gedacht, boring. It's like, Jesus, hast du nichts Neues? Ich meine, das haben wir seit 6000 Jahren gehört. Wir sterben davon. Like, gib uns etwas Neues. Was hat die Botschaft von Jesus einzigartig gemacht von der Botschaft von allen anderen vorher? Und was macht die Botschaft, die wir heute haben, anders wie die Botschaft von Micha und Hermann und all anderen Predigten, die ihr mal gehört habt? Mal schauen. Alright. Jeder Jude, damals und auch heute in Israel, wartet auf 3 Sachen. Wenn der Messias kommt, wenn Gott sein Reich auf die Erde baut, er wird 3 Sachen machen. Das erste, wenn der Messias kommt, er wird Tempel wiederherstellen, wieder bauen. Das Tempel wird wiederhergestellt. Zweitens, der Messias wird Friede und Freude auf die ganze Welt bringen. Friede und Freude wird durch den Messias, das ist Verheißung, auf die ganze Welt. Dritte, wenn der Messias kommt, er wird politische Regierung über seine Hand nehmen. Und er wird das politische Reichtum über die ganze Welt haben. Das sind die 3 Sachen, die Leute haben erwartet. Und so kommt Jesus. Und Jesus bringt auch 3 Sachen. Es sind wahrscheinlich mehr als 3, aber ich bleibe heute bei 3. Weil das Thema ist mega gross. Jesus macht 3 Sachen, was niemand anders hat gemacht. Das Erste, was er sagt, ist das. Er kommt und sagt, das Königreich Gottes ist heute und jetzt da. Das Reich Gottes ist nah. Was heißt das? Was heißt Gott? Das Reich Gottes ist nah. Kann ich euch etwas zeigen? Micha, kannst du zu mir kommen? Thank you. Kannst du da stehen? Thank you. Also Micha ist jetzt mir nah. Vielleicht auch zu nah mit 2 Meter Abstand. Das macht Jesus. Er sagt, er ist greifbar. Ist das Königreich, der Königreich? Okay. Das Königreich Gottes ist greifbar. Er ist nur ein Arm weg. So, is at hand. Er ist nicht ein Arm weg. Das darf ich ihm nicht zu näher kommen. Aber er ist da. Und jeder, der will, kann ihm angreifen. Anlangen. Also ich könnte auch angreifen nach dem Gottesdienst, nicht jetzt. Jeder, der will, kann. Es macht Sinn, greifen und angreifen. Jeder, der will, kann ihm anlangen. Vielleicht nicht heute, wegen der Corona-Massnahmen. Aber er ist da. Wir sehen ihn, wir können mit ihm reden. Er hat vorher geredet. Er ist sichtbar. Er ist spürbar. Danke, Micha. Thank you. Und so ist auch Gottes Reich. Er ist jetzt da. Ich wünsche mir etwas, dass wir alle etwas merken heute. Wenn wir vom Gottes Königreich reden, wir reden nicht von einer Philosophie, Theologie, einer Fantasie, ein Reich Gottes, wo eine Predigt. Wir reden über etwas, was tatsächlich greifbar ist, spürbar ist und erlebbar ist. Und das hat Jesus predigt. Wenn ich dich sage, sag mir in einem Satz, was ist Gottes Königreich? Was würdest du sagen? Soll ich euch helfen? Alright. In einem Satz. Gottes Reich ist Gottes Werk und Gottes Wort. Ist das, was Gott macht. Ein König regiert. Wie weißt du, dass ein König regiert? In dem, was er macht. In dem, was er sagt. So weißt du, dass ein König regiert. Wenn Jesus sagt,
betet erst um Gottes Reich und alles andere wird euch gegeben. Was heißt das? Betet, dass Gott wirkt in deinem Leben. Betet, dass er spricht in deinem Leben. Alles andere wird gehen. Erst betet für sein Wirken, für seine Aktivität. Gottes Königreich ist das, was er macht. So, Jesus kommt und sagt, er ist nah. Und dann zum Beispiel, er sagt in Matthäus Kapitel 12, Vers 28, Matthäus 12, 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes über euch gekommen. Niemand anders hat das mal sagen. Niemand anders hat das sagen, weil alle in der Vergangenheit haben gesagt, Gottes Reich kommt. Wenn der Messias kommt, er wird denn das und das machen. Aber Jesus kommt und sagt, er ist da. Und das Exorzismus, wo er übt über Dämonen und Satan, ist ein Zeichen mehr als nur Wunder, was zeigt uns, er hat Satan besiegt. Es gibt einen Streit, und das werden wir noch mehr darüber hören nächstes Mal. Es ist ein Kampf zwischen Satan, zwischen Reich von Teufel und Reich Gottes. Und Jesus, wenn er Dämonen austreibt, sagt er, das Reich ist schon da. Seht ihr, die Macht in mir liegt über Satan, über Teufel, über Dämonen? Es ist passiert. Schaut. So, erstens, Gottes Reich ist da. Die Hand kann man greifen, anlangen und dann mich angreifen nachher. Zweite. In dem Alten Testament wurde 15 Mal Gott als Vater genannt. 15 Mal im Alten Testament. Aber niemals im Alten Testament haben Menschen eine intime Beziehung mit Gott Vater gehabt. Jesus kommt auf die Erde und er modelliert das Zweite, das Leben mit dem König, mit Vater, mit Gott über die Erde, wo eigentlich Friede und Freude auf die Erde bringt. Jesus spricht von einem aramäischen Wort, wo Abba, er nennt Gott Abba. Jetzt Vater wird anders genannt, Baba. Und Abba ist eher ein Wort, wo du mit dem Kind oder Papi sagst. Eigentlich, Jesus nennt Gott Papi. So, Daddy. Es wird schon für uns ein bisschen komisch, gell? Unser Vater im Himmel, unser Papi im Himmel. Aber Jesus hat eine Beziehung mit Gott, die ganz anders war von allen anderen Rabbi, von allen anderen Propheten, von allen anderen Königen. Wenn Juden und Jünger zu Jesus kommen und sagen, lehre uns beten, haben sie nicht beten? Weil die haben jeden Tag gebetet. Die haben Tag gebetet, Nacht gebetet, in der Mittag von beten, die haben Psalmen auswendig können sagen. Die haben alle beten. Wieso ist Gebet von Jesus so anders gewesen, wie Gebet von allen anderen Rabbi? Weil Jesus hat eine andere Verbindung mit Gott gehabt. Jesus betet in Aramäisch. Die Rabbi haben auf Hebräisch betet. Die haben auf der Sprache gebetet, die nicht jeder hat verstehen. Die haben auf die Sprache von der Bibel gebetet. Aber Jesus macht das nicht. Er kommt und er betet in einer Sprache, wo Menschen nachvollziehen können. In einer Sprache, wo Menschen auch verstehen können. Und dann nicht nur das, sondern er schaut im Himmel und sagt, mein Papi im Himmel. Und alle schauen ihm an und sagen, wow, was für eine Beziehung ist da? Was für eine Verbindung ist da? Was für eine Gemeinschaft ist da? Wie kannst du Gott Papi nennen? Jesus, wie ist das möglich? Und er sagt, komm, ich zeige euch. Und er lebt eine Intimität mit Gott, die ist einzigartig. Und durch ihn können wir das auch machen. Wie Jesus hat das modelliert, kann ich heute in dem Reich Gottes Gott Papi nennen. Ich fordere dich aus heute in deinem Gebet. Ich weiss, für mich ist es auch komisch. Aber lass uns heute mal Gott einfach Papi nennen. Und schauen, was macht das mit uns? Macht das etwas aus? Das hat es Jesus so gelebt. Papi. Er war so nah. Und das Dritte, was er modelliert. Jesus kommt und er ruft Männer und Frauen zu sich. Jeder Rabbi, am Anfang des Dienstes ist er umgegangen. Damals haben Männer
in der Schule gegangen und die haben mit 12 Schule abgeschlossen. Sorry, guys. Alle Teenagers, die da sind. Also Frauen sowieso haben die nicht mal in der Schule. Und Männer, schon mit 12 sind die fertig. Und entweder haben die eine Lehre machen, gehen fischen, gehen Zollner sein, weiss ich nicht was. Oder haben junge Männer können in die Schule gehen und das Bibel lernen. Das Mishnah lernen, das Tora und der Talmud und dann Hebräisch studieren. Haben die können dann ihr Studium weitermachen. In dieser Zeit ist ein Rabbi zu dem Schul gegangen und er hat Jungen ausgewählt von den Männern, die das so eine Weiterbildung machen. Und er hat die Menschen zu sich genommen und er tut sie lehren. Sehr wahrscheinlich hat das Jesus selber auch gemacht. So ist er aufgewachsen. Aber Jesus macht es anders. Wie alle anderen Rabbi. Er geht nicht in die Schule und schaut, wer ist der beste Student. Mache ich mal einen Test, und dann schaue ich, wer kennt den Mishnah auswendig und wer kennt die Scripture auswendig. Und dann macht ein paar Tests von dem Alten Testament, was steht in der 2. Mose, Kapitel 4, Vers 20. Und dann schaut, wer sagt das. Nein, das macht er nicht. Jesus geht zu den Zollner. Er geht zu den Sünder. Er geht zu den Prostituierten. Und er sagt, folg mir nach. Er geht zu Menschen, die nicht spezielle Ausbildung hatten. Menschen, die nicht mega wichtig sind. Junge, die vielleicht auch an der Rand der Gesellschaft gestanden sind. Er geht zu Menschen, die nicht ganz berühmt sind. Und er sagt, folg mir nach. Komm mit. Und neben dem, er riskiert seinen Ruf. Indem er mit Frauen zusammen war, die keinen guten Ruf hatten. Und das war auch für ihn riskant. Jesus nimmt Männer und Frauen zu sich und er formt eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft von Menschen um sich herum, die niemand hat in seiner Zeit gemacht. Kein Sadduzäer, kein Pharisäer, niemand. Aber Jesus kommt und er macht. Und er modelliert etwas. Ganz neu, wo ganz anders war von allen anderen. Prediger Prophet. Er lebt unter Menschen. Er baut eine Gesellschaft und nicht nur das, sondern anders wie der Pharisäer kommt er und sagt, weißt du was, wenn du fastest oder wenn du deine Zehnte gibst oder wenn du deine Ritual machst, verstecke dich. Geh in deinem Zimmer, mach das allein. Aber wenn du lieb bist, wenn du vergibst, wenn du gut zu den Menschen machst, mach das öffentlich. Sei lieb. Er bringt eine Eigenschaft von der Gesellschaft, von der Community, die anders war. Er sagt, vergib, sei barmherzig, sei gnädig, lieb die Nächsten als dich selber. Achte deine Nächsten höher als dich selber. Er bringt Eigenschaften in der Community und er predigt über Gottes Königreich, wie vollkommen anders gesehen sind von den anderen Königen. Jemand hat Jesus gefragt, wo wohnst du? Und Jesus sagt nicht, was sagt er? Kann man sehen. Der Sohn von Mensch hat keine Wohnung. Der Sohn von Mensch hat kein Haus. Jesus hat keine Wohnung gehabt. Er hat kein Haus gehabt. Und er hat jede Nacht einen Platz gehabt zum Schlafen. Jesus hat unter Menschen gelebt. Er war einen Tag bei der Zacharias, einen anderen Tag bei der Petrus, und nachher geht er zu Maria und Martha und dann eine Woche dort übernachten. Und dann geht er bei einem anderen Zollner und bleibt dann dort noch ein paar Tage und dann reist er nach Galileo und dann besucht er die Menschen. Jesus lebt unter Menschen. Er lebt mit Menschen zusammen. Und er baut eine Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen, die auch Intimität und Verbundenheit miteinander geübt haben, miteinander gelebt haben. Was sagt das uns heute? Was heißt es für mich, wenn ich das höre? Was Jesus hat damals modelliert. Jesus bringt Menschen zusammen. Frauen, Männer, Juden, Sklaven, Freie, Heiden, egal wer die sind. Und er modelliert einen Lebensstil, der wirklich anders war
von damals, auch für uns heute, ist auch so. Als ich die Sachen lese, denke ich, okay, was macht mich heute anders? Was macht unsere Community anders? Wenn Leute Jesus gesehen haben und die Community, die mit Jesus gelebt hat, die haben sich interessiert und die haben gesagt, hey, wir wollen auch zu Jesus gehen. Wir wollen auch mit Jesus leben. Weil das ist interessant, das ist cool, das ist anders. Da frage ich mich, was ist bei uns anders? Lass uns geschwind weitergehen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6 kommen die Jungen zu Jesus und haben gesagt, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? So, das ist gerade nachdem Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, es ist eine Auffahrt, er wird nach Himmel gehen. Und bevor er geht, die Jungen fragen, Jesus, ist jetzt Zeit? Jetzt baust du ein Reich? Die haben immer noch nicht gecheckt. Es geht nicht um politisches Reich. Es geht nicht um ein Reich über die Welt. Und Jesus sagt, ja, das werde ich. Ja. Geht und das Kraft Gottes wird auf euch kommen. Und ihr werdet Jünger sein in Israel, in der Judäa, in Samaria und in der ganzen Welt. Ja, ich werde mein Reich bauen. Geht und ihr werdet sehen. Es wird eine Kraft sein. Aber diese Kraft kommt nicht mit Position. Diese Kraft kommt nicht mit Titel. Kommt nicht mit einer Macht, die von der Erde ist. Es ist eine Kraft. Es ist eine Macht. Der Heilige Geist wird euch geben. Sind sie gegangen? 120 Leute haben 10 Tage zusammengelebt. Stell dir vor, wenn wir 10 Tage zusammenleben. Wir werden es nicht schaffen. 10 Tage. 120 Tage. Leute. Und die sind nicht in einem grossen Zimmer. Die haben nicht so eine riesige Halle gehabt. Die haben so kleine Zimmer gehabt. Wir werden durchdrehen. Aber die Menschen, die haben Disziplin gehabt. Ich meine, die haben das 3,5 Jahre mit Jesus erlebt. Die haben 2,5 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Sie haben gewusst, was es heisst, miteinander leben, miteinander beten, miteinander zusammen sein. Und so gehen und sind zusammen und dann kommt der Heilige Geist. Das kommt Reich Gottes. Und in einem Tag kommen 3000 Leute zu dieser Gesellschaft. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 steht geschrieben, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hält fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Sind Menschen zusammengekommen? Und die Menschen haben alles, was sie hatten, miteinander geteilt. Die Reichen haben ihre Sachen verkauft und also an die Armen gegeben. Im Alten Testament heisst, wir sollten uns der Zehnte geben. Im Neuen Testament heisst, wir sollten alles geben, was wir machen. Und das ist der Schluss von meiner Predigt. Verkauft alles, was ihr habt und lasst uns zusammenleben. Genau, das ist das, was der Gottes Königreich predigt wird. Dann. Wer will einen Teil von Gottes Reich haben, der verkauft alles. Weißt, niemand hat ihnen gesagt. Niemand hat von ihnen verlangt. Es ist keine Regel gewesen. Ich glaube, dass Petrus kommt und sagt, jetzt kommt eine neue Regel von der Kirche Jesu Christi. Verkauft und kommen zusammen. Und wir formen eine Gesellschaft, eine Community, Gemeinschaft miteinander. Nein, überhaupt nicht. Es war kein Gesetz gewesen. Niemand hat so etwas gesagt, sondern Menschen haben für sich selber gefunden, ich will zu der Community gehören. Wir wollen miteinander fest sein. Wir wollen verbunden sein. Wir wollen zusammen leben, zusammen vorwärts gehen. Wir wollen zusammen stark werden. Es ist nicht eine Struktur, es ist nicht ein Gesetz. Wir machen auch heute das nicht. Ich weiss, es gibt Kirchen ich bin mal ein Teil von der Kirche in England, die das gemacht hat. Die haben alles verkauft und sind zusammengekommen. Es ist schon interessant, schon lustig.
Ich hatte noch kein Geld gehabt, von dem her, ich bin auf der armen Seite gewesen, ich konnte nur geniessen. Es hat schon Spass gemacht, aber ich meine, das ist kein Gesetz. Das Gesetz ist das. Wir sind eine Community. Im Reich Gottes geht um Gemeinschaft von Menschen, die miteinander leben, die anders sind wie die ganze Welt. Und das Reich Gottes auch weiterbringen. Denn, also das haben sie gemacht, sie haben alles gegeben, sie haben etwas modelliert und dann in Kapitel 6, Vers 7, bei euch ist es 47. Okay, ich bleibe beim 2, Vers 47 erst. Sie preisen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer würde. Das heißt, so wie die Juden gelebt haben, die neu bekehrte Juden, hat auch andere Menschen angemacht, interessiert, zu ihr gehen und den Lebensstil zu leben. Wie die Menschen miteinander gelebt haben, ist so gut gewesen, dass auch andere Menschen gesagt haben, das will ich auch. Weißt du, Jesus hat immer Menschen zu zweit im Dienst geschickt. Nie allein, immer zu zweit. Und ein Grund ist davor gewesen, dass die Art und Weise, wie die zwei Männer oder Frauen miteinander leben, miteinander umgehen, dass ihre Haltung wird ein Zeugnis von anderen Menschen. Dass durch dem, wie sie miteinander umgehen, werden andere Menschen sehen und sagen, so will ich auch. Das will ich auch. Und da ist eine Community von Menschen, die so eng miteinander leben. Aber nicht nur eng, die auch einen anderen Halt, eine andere Kultur, einen anderen Wert haben. Von allen anderen, die leben Vergebung. Die leben Barmherzigkeit. Die leben Gnade. Die leben Sorge voreinander. Die achten einander hoch als sich selber. Und die Behavior ist das gewesen, was andere Menschen auch interessiert. Darf ich dich auf der Bühne bitten, Timon? Es ist, ich weiss, in letzter Zeit habe ich auch mit jemandem darüber geredet. Im 2016 oder 2017 gesehen, ist ein Artikel in 20 Minuten rausgekommen, aber es ist auch bekannt in der Schweiz, der sagt, von was sind Schweizer bekannt? Und dann es hat so einen Questionnaire gegeben, so Fragebogen, und lustigerweise ist nicht wegen Schoki oder Käse oder Schweizer Mess oder Armee oder weiss ich nicht, so eine neutral Sache gewesen, sondern einstimmig ist herausgekommen, dass die Schweizer sind bekannt für ihre Höflichkeit. Schweizer sind höflich. Lieb, nett. Sage ich das falsch? Okay. Okay. Nein, das stimmt. Und das stimmt wirklich. Und ich bin jetzt ein Pastor geworden und die haben mich gefragt, was merke ich ganz anders in der Schweiz von allen anderen Ländern. Und ich habe gesagt, ja, die Höflichkeit der Schweizer. Ich meine, Käse kannst du sorry, es tut mir leid, aber kannst du in Frankreich essen, ein Schoki, in Belgien. Ja, okay, vergleichen wir nicht, aber es gibt. Aber was wirklich anders ist, hier in der Schweiz, vielleicht merkt ihr nicht, auch wenn du von außerhalb von einem anderen Land in der Schweiz kommst, das Erste, was du merkst, wow, die sind so höflich, die sind so nett. Ich meine, das Grüezi sagen auf der Straße. Oder das, was mich am meisten beeindruckt hat oder was fasziniert hat, ist im Bus sitzen am Morgen und dass der Fahrer sagt, guten Morgen miteinander. Guten Morgen! So cool, du siehst nie auf die Erde. Dass du in der Metro irgendwo rein bist und sagst, Adieu miteinander. Oder, ich weiss, es ist komisch. Das ist höflich, das ist schön. Aber das macht auch unser Leben als Christen ein bisschen schwierig. Weil alle sind höflich. Alle sind nett. Alle sind lieb. Ich meine, ehrlich gesagt, auf der Straße, niemand ist frech zu mir.
Also ich lebe sehr, sehr gutes Leben in der Schweiz. Ich bin sehr froh. Vielleicht in einem anderen Land wäre es nicht so. Aber dann denke ich, okay, das macht mein Leben als Christ so schwer, weil wie kann ich zeigen, dass ich anders bin? Wenn alle lieb sind, alle nett sind, alle sind freundlich und alle sind höflich und alle lachen. Ja, was mache ich denn anders? Was soll ich anders machen? Schweizer, ihr macht unser Leben Christen nicht einfach. Im Iran, es war mega einfach. Weil Christen sind anders. Und das Erste, was uns ausmacht vom Moslem, ist, dass wir schwören nicht. Wir schwören nicht. Wir sagen, wir fluchen nicht. Aber auch, wir sagen nicht, ich schwöre in Gottes Namen. Oder ich schwöre auf das. Oder ich schwöre. Die sind Worte, es ist extrem normal im Iran. Christen machen das nicht. Das Zweite, was uns unterscheidet, ist das Lachen und das Fröhlichsein. Es sind so viele Leute bei uns in der Kirche gekommen, haben sich bekehrt. Und wenn du ihnen gefragt hast, wieso hast du dich bekehrt, haben sie gesagt, weil ihr Christen sind immer happy. Ihr klatscht, ihr lacht, ihr singt. Einfach der Worship sind die anders. Ihr geht anders miteinander um. Und das Klatschen, das fröhliche Lobpreisen, das fröhliche Atmosphäre in der Kirche hat sie fasziniert. Das ist anders. Das siehst du sonst nicht. Und dann ist auch das Liebe miteinander. Was macht uns aus? In der Gesellschaft vielleicht, da sind alle höflich und da sind alle lieb. Das ist so, das ist wahr. Aber in der Gesellschaft, wo jeder denkt vielleicht für sich, für seine Familie, für sein Leben, wo jeder ist für sich selber. Jesus kommt und er lebt einen anderen Lebensstil. Er kümmert sich um seinen Nächsten. Er schaut nicht für sich, sondern er kommt und lehrt, achte andere mehr als dich selber. Schau für deinen Nächsten. Wenn du 2 Hemden hast, gib einer den Nächsten. Das ist anders. Das ist anders, wo Jesus sagt, dienen. Wir werden ein anderes Thema haben, den Auftrag von der Reich Gottes. Wie kann ich in dem Reich Gottes leben? Und ich werde mal in dem Thema noch tiefer gehen. Aber das Gesellschaft, was Jesus glaubt, wo Jesus baut, das Kirche, was er sagt, ich baue die Kirche, soll anders sein. Und das, was wir leben auf die Erde, unsere Kirche, unsere Haltung, soll Menschen dazu bringen, dass sie auch Lust haben. Wir sollen einfach Menschen anmachen und sagen, ja, so will ich auch. Das will ich auch. Dieser Lebensstil, diese Haltung, die fröhlich, die Gabe, die easy sein. Nicht so stressen. Die Sorgen abgeben von Gott, das will ich auch. Das Lebensstil, das wir haben, das sollen Menschen anmachen. Deswegen kommen wir in die Kirche. Nicht, weil Gott das braucht. Wir unterstützen einander unterstützen, nicht, weil Gott das verlangt. Wir geben nicht, weil Gott hat gesagt, gebt, weil ich habe zu wenig Geld. Nein, ich mache das, weil ich das brauche, weil du das brauchst. Und das ist unser Auftrag. Das ist die Community. Einander aufbauen. So, Jesus ist gekommen, um zu sagen, Reich Gottes ist da. Er ist da. Und Gott hat ihr Reich schon gebaut. Er ist gekommen, um zu sagen, du kannst jetzt Gott Abba nennen. Die Beziehung, die du mit Gott haben kannst, aber jetzt wird anders. Jetzt ist ein intimes Gespräch, persönliches Gespräch. Und er ist gekommen, um zu sagen, jetzt ich bringe Menschen mit zusammen. Männer, Frauen, alt, jung. Schweizer, Iraner, Araber, Afghaner, Afrikaner, Americans. Ich bringe Menschen von der ganzen Welt zusammen. Und die werden eins in meinem Namen. Er ist gekommen und sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, werde ich unter mit ihnen sein. Er kommt und sagt, ich baue eine Gesellschaft, eine Community, die wird voll anders sein. Weil Menschen werden eins, so wie ich und Vater eins bin. Ich fordere uns, mal wirklich Gedanken machen, was heisst Kirche für mich, was heisst Community für mich, was heisst Gesellschaft, Gemeinschaft für mich.
Und zu wissen, wenn ich in der Kleingruppe gehe, wenn ich in der Gemeinschaft bin, wenn ich in der Kirche komme, ich nehme teil im Reich Gottes. Das ist der Reich Gottes, die jetzt gerade stattfindet. Lass uns jetzt auch im Lobpreis mit Einstimme einsteigen. Lass uns die Zeit nehmen, Gott loben und preisen, auch als eine Community, als ein Lieb Jesu Christi.